Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Leute, 4:2 beim ersten FC Heidenheim im letzten Testspiel vorm Supercup gewonnen. Und bevor wir da ein bisschen reingehen, wie immer der Hinweis: Wenn euch gefällt, was ihr hier seht, mehr davon sehen wollt, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und damit rein in den Bums. Ja, erstmal als allererstes natürlich gute Besserung an Jamal Musiala. Werde ich gleich ein bisschen was zu sagen. Ich will jetzt erstmal das Sportliche kurz abhandeln. Gibt da nicht so viel zu sagen. Ich denke mal, die ersten 60 Minuten waren, ja, schwierig zu bewerten, sportlich, weil, ja, da waren jetzt nicht so viele Stammspieler auf dem Feld. Es war ganz interessant, den einen oder anderen jungen Spieler noch mal ein bisschen zu sehen, denke ich. Ansonsten hat man ja gesehen, es war geplant, dass jeder Spieler eine halbe Stunde spielt von den Stammkräften her. Das war gut. War ich voll d'accord mit, dass alle da noch mal 'n bisschen Spielzeit kriegen. Es war auch richtig, dass Jonas Obich das Spiel kriegt und ja, ich denke, so wird es auch die Saison über sein. Ich glaube nicht, dass Manuel Neuer noch irgendwie 3 Spiele in 7 Tagen verkraften wird. Von daher wird das wohl so die Regel dann auch werden. Ob das dann ausreicht, ist eine andere Geschichte, was das Torwart oder der Torwartwechsel im Laufe der Saison, zur neuen Saison hin angeht. We will see. Gut, das Spiel war, ja, das Erwartete, würde ich sagen. Heidenheim hat's gut gemacht. 2 sehr tiefe Viererketten hinten drin gestanden, eiskalt umgeschaltet, gekontert. Boer hatte das ein oder andere Mal schon arge Probleme mit Wagner. Ansonsten war es eigentlich okay von Boers Seite, aber ja, denke mal, da hat man gesehen, was so das Problemchen ist. Ähm, ja, Heidenheim hat komplett auf Konter gesetzt. Wir haben uns aber auch keine Torchancen erspielt in der ersten Halbzeit, bis auf den Freistoß dann, der natürlich überragend geschossen war. Ähm, ja, war jetzt nicht the yellow from the egg, so fußballerisch irgendwie, dass man sagt, das war jetzt das Highlight. Sehr, sehr viel Ballbesitz, aber halt keinerlei Ideen, weil halt aber einfach auch keine Kreativspieler auf dem Feld waren, so. Da muss man auch mal sagen, ja. Und ja, zweite Halbzeit dann ab der 60. Minute, wo dann die Stammspieler alle reinkamen, denke ich, hat man noch mal 'n bisschen was anderes gesehen, wenn noch alles mit angezogener Handbremse, alles, wie gesagt, es ist ein Freundschaftsspiel, da müssen wir uns nicht, irgendwie jetzt an irgendwas hochziehen oder irgendwie zu viel Stellenwert drauf geben. Ich denke, alle haben noch mal 'n halbes Stündchen, Fußball spielen können. Heidenheim war gerade erste Halbzeit sehr robust im Zweikampf, also war jetzt nicht so, dass die da Larifari gespielt haben. Die sind natürlich auch schon 2 Spieltage im Spielbetrieb in der zweiten Liga. Das hat man auch gesehen. Und von daher denke ich, war es ein gelungener Test noch mal und ja, jetzt zu sagen: „Oh ja, die haben uns aber unsere Schwächen aufgezeigt im Konterspiel." Ja, Leute, alles ist gut, ne? Also, erstmal war da nicht die Stamminnenverteidigung aufm Feld und zweitens das größere Problem war, glaube ich, das Mittelfeld, wo wir es dann nicht gut gemacht haben, aber ja, mein Gott, wie gesagt, Freundschaftsspiel, alles ist gut. Ja, damit würde ich sagen, werfen wir mal einen Blick in die Statistiken. Da werde ich mal zu dem einen oder anderen Spieler ein bisschen was sagen. Jetzt nicht zu jedem Spieler, aber so ein bisschen was können wir ja natürlich rausziehen. Ja, man sieht's am Ballbesitz, war 23:1 zu 76:9, sagt eigentlich alles. Schüsse insgesamt 10, 14. I don't know, was hier alles als Schuss zählt. Habe ich bei Weitem nicht gesehen. Fouls 7, 11, Ecken 3, 4, Schüsse aufs Tor 4, 7. Ja, das könnte schon eher hinkommen. Abseitsstellung 1:1, Flanken 5:9, angekommene Pässe 189 zu 754 und Zweikampfquote 48,6 zu 51,4. Können auch noch auf die Spielerstatistik gehen. Harry Kane, ja, der die letzte halbe Stunde nur auf dem Feld war, Schüsse insgesamt 3, Michael Olise 2, Barra 1, Pavlo eine Torvorlage, Michael Olise eine Torvorlage. Gewonnene Zweikämpfe, Boe 6, Tim Binder 5, Dayot Upamecano 4, Rico Ito 130 Ballkontakte, Barra 120 und Upa 74. Ja, denke, damit haben wir das mal abgefrühstückt. Wer mir in der ersten Halbzeit aufgefallen ist, oder sagen wir es mal anders, wer was schön zu sehen war Opa, dass er gleich wieder
die Form hat, die er auch bei der WM hatte und die er in der ganzen letzten Saison hatte. Also Upa scheint wirklich sehr, sehr stabil zu sein. Dafür, dass die jetzt noch nicht mal eine Woche im Training sind, alle, ähm, war das schon der Upa, wie man ihn kennt. Ja. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ito hat ein bisschen gebraucht, aber umso länger das Spiel ging, hat man ja jetzt gesehen, hat auch die meisten Ballkontakte gehabt, umso besser kam er rein und hat dann auch gegen Ende hin nochmal ein, zwei sehr, sehr gute Aktionen gehabt. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Boe habe ich schon was zu gesagt, war eigentlich eine solide Leistung wie im letzten Spiel, aber ja, wenn der Wagner da dreimal über seine Seite durchrennt, dann machst du als Außenverteidiger auch irgendwas verkehrt. Ob das jetzt in der Positionierung ist oder im verlorenen Zweikampf. Binder, ja, Binder war nix heute, fand ich. Fairerweise muss man sagen, dass wir aber auch offensiv nicht stattgefunden haben in der ersten Halbzeit, kannst du eigentlich sagen. Also, er war zwischenzeitlich mal so ein bisschen, aber Heidenheim hat's halt einfach gut verteidigt, ja. Und wenn du dann da so eine Offensive hast mit Binder, Mike Conn und Winston Mike und dann hast du dahinter noch 'n Bara und Chavez und hast vorne drin Ibrahimovic, ja, dann sagt das alles aus, ja. Ja, da in der 33. Minute kam dann Saibari rein, der da vielleicht ein bisschen Schwung dann reingebracht hat, aber auch er hat's schwer gehabt mit den ganzen, jungen Jungs um sich rum. Die haben es nicht schlecht gemacht, nicht falsch verstehen. Ja? Also, ich meine, man hat Heidenheim trotzdem hinten reingedrückt. Also, so ist er jetzt auch nicht. Ja? Hat den Ball in den eigenen Reihen gehalten, aber es fehlte halt einfach so die kreative Idee, um zu sagen, wir spielen uns jetzt mal zwei, drei Torchancen. Ähm, dass sich alle reingeworfen haben, alle da waren, war schön zu sehen und alle waren auch. Ich habe keinen gesehen, der jetzt abgefallen ist oder super schlecht war oder sowas, ja. Also, da wachsen auf jeden Fall, Jungs dahinter ran, die auf jeden Fall Potenzial haben. Ibrahimovic heute auch 'n Tacken besser wie im letzten Spiel, aber wie gesagt, mir ist das immer noch zu wenig. Ja, wenn du jetzt als gestandener Spieler kommst so und das ist jetzt so das Jahr, wo es klicken muss, so, ja, so die letzte Chance, sich beim FC Bayern durchzusetzen. Ähm, Vielleicht passiert das noch. Ansonsten, wenn das Leistungsniveau ist, was er bieten kann, ja, dann wird er zur Winterpause sehr wahrscheinlich verliehen oder verkauft. Ja, so ehrlich muss man sein, ne? Wie gesagt, vielleicht kommt das noch, ne? Auch für ihn gilt natürlich heute schwierig mit den vielen noch Jüngeren um ihn drumherum, gar keine Frage. Der Elfmeter hat er auch gut geschossen, so auch keine Frage. Aber mir fehlte einfach so das letzte bisschen, ne? Da ist auf jeden Fall eine Menge Luft nach oben. Zu Urbich vielleicht noch ein 2 Worte. Das erste Tor, ja, weiß ich nicht. Er hat sich schon breit gemacht, breiter ging's halt nicht, hat der Wagner halt einfach auch gut gemacht. Beim zweiten Tor konnte er gar nichts machen. Das war einfach direkt genommen, Sonntagsschuss direkt ins Eck. Wie so oft, wenn Urbich im Tor steht, kriegt er solche Dinger, wo er nichts machen kann. Ansonsten war's 'ne gute Leistung, hat aber auch nichts zu tun gehabt, ne? Muss man auch fairerweise sagen, ja. Zwei, dreimal versucht, das Spiel schnell zu machen, hat zwei, dreimal ganz gut geklappt, mal 'n bisschen weniger gut geklappt. Also, sehr schwierig, diese Leistung heute irgendwie groß zu beurteilen. Alphonso Davies vielleicht noch. Ja, ich denke, Brown hat heute wieder oder Nene hat heute wieder gezeigt, ja, also hat die beiden Spiele, die ich jetzt gesehen habe, haben meine These von vor der Saison oder ich meine, wir sind ja noch vor der Saison auf jeden Fall untermauert, dass Alphonso Davies kein Land sehen wird gegen ihn. Ja, also das war heute ein Spiel, wo man sich mal hätte auszeichnen können. Natürlich auch schwierig für ihn, logisch, dasselbe wie für alle anderen. Wenn du da mit den ganzen jungen Wilden aufm Feld stehst, ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sieht, wie er was Nene für 'n Spielanteil hat und welchen Spielanteil Alphonso Davies hat, ja, dann brauchen wir eigentlich nicht weiterreden. Gut, kommen wir noch zu den Einwechslungen. Habe ich ja schon gesagt, Saibari, ja, hat 2 3 Aktionen gehabt, aber jetzt auch nicht da konnte jetzt auch nicht da das Heft des Handelns in die Hand nehmen, wie auch, als absoluter Neuzugang mit den ganzen jungen Wilden um sich. Da ist es natürlich auch schwer. Haben wir gerade schon oft genug gesagt. Minjay, der dann reinkam in der 33. zusammen mit Saibari. Ja, Minjay hat Minjay-Sachen gemacht. Wie gesagt, da gilt das Gleiche wie für Upa. Das ist konstant wie letzte Saison. Also da ist nichts Schlechtes zu sagen, ja. Nene Brown haben wir schon gesagt, musste ja dann nach Jamals wiederkehrenden Zusammenbruch dann vom Feld.
Musiala, beziehungsweise Nene musste dann in die Zentrale. Ja, hat 'n Tor gemacht, hat da auch im Gegenpressing, gut agiert. Hat man auch gesehen, dass er keinerlei Probleme hat, auch im Zentrum zu spielen. Ja, wird schwierig für Alphonso Davies. Pavlo, der dann in der 61. Minute reinkam, zusammen mit den ganzen anderen, hat mir gut gefallen, war ordentlich, war gleich wieder drinne, nichts zu spüren von Querpass-Toni oder sowas. Aber es war ja auch kein Kimmich auf dem Feld, also von daher, dann ist 'n Pavlovic eh immer 'n bisschen anders, wie ich finde. Ähm, Harry Kane, ja, Harry Kane hat drei Dinger gehabt, hat heute irgendwie, Scheiße am Fuß gehabt und am Kopf. Normalerweise macht er auf jeden Fall wahrscheinlich sogar 2 von den Chancen, die er hatte. Er hätte sogar einmal noch einen Schuss nehmen können, den er nicht genommen hatte. Ähm, ja, besser in diesem Freundschaftsspiel wie am Samstag, war. Michael Olise, ja, hat man gesehen, ist gleich wieder da gewesen, Spielfreude, hat aber auch ein, zweimal ein bisschen rumgezickt, wo es nicht so gelaufen ist, wie er sich das vorgestellt hat. Da bin ich mal gespannt, ob wir das noch öfter sehen werden in dieser Saison. Ich hoffe nicht. Wir brauchen jetzt nicht anfangen, da irgendwelche Starallüren zu kreieren. Ansonsten, ja, hatten wir einen riesen Anteil gehabt, war da, hat Feuer gegeben, hat seine Sprenzkes gemacht, alles gut. Ja, Stunny kam ja auch noch mit rein. Stunny war auch gleich, die Laufwege waren gut, das Zusammenspiel mit Michael war gut. 2, dreimal in die Tiefe gegangen, 2, dreimal den Ball gekriegt. Alles gut. Jamal Musiala, ich weiß gar nicht, wie lange es waren, wieder nur 10 Minuten oder was. Steht hier irgendwo eine Zeit, ist ja am Ende des Tages auch wurscht. Ich scroll mal eben. Hm, ja, 9 Minuten war es diesmal. Hut ab dafür. Ja, ansonsten gibt es zu Musiala jetzt gerade nichts zu sagen. Ich sage, wenn wir mit dem Sportlichen durch sind, mal ein bisschen was. Luis Diaz, ja, on fire gleich wieder, ne? Lucho, aber Lucho ist immer on fire. Das ist egal, worum es geht, was das ist. Lucho überragend. Jonathan Tah, souverän wie immer, der auch noch mit reinkam. Dann kam Kiala noch rein, was mich gefreut hat. Ich halte sehr viel von ihm. Alles, was ich von ihm auch letzte Saison in der Vorbereitung gesehen habe. Super junger Spieler, super abgeklärt schon, super abgebrüht als Innenverteidiger. Hat natürlich das Problem, dass wir 3 überragende Innenverteidiger aktuell haben und dann sogar noch 'n Ito jetzt als 4. und Stunny, der das auch spielen kann. Ähm, Ich glaube, der kann auf jeden Fall was werden. Natürlich bei uns wird's schwierig werden, ja, aber der Junge hat auf jeden Fall was, ne? Filip Pavic, der dann auch noch 'n paar Minütchen reinkam. Ja, so viel mal zum Sportlichen, ne? Kommen wir mal zu der, Jamal Musiala-Geschichte. Ist natürlich alles jetzt hier aus der Ferne und bla und Sülz, aber mein Take ist einfach, vielleicht sollte man, wenn man wirklich diese 5% verkauft, vielleicht sollte man dann einfach mal 50 Millionen in die Hand nehmen und mal die ärztliche Abteilung ausbauen. Punkt. Ja, also, I don't know, ja? Also, erstmal von meiner Seite an die sportliche Führung keinerlei Vorwurf, wenn die medizinische Abteilung dir sagt: „Jo, der Spieler ist ready.“ Der Spieler sagte: „Jo, ich bin ready, ich will spielen.“ Ja, dann stellst du den Spieler auf, weil du planst ja auch mit einem Jamal Musiala. Das ist ja jetzt kein, weil dann irgendwelche so Leute schreiben: „Boah, wie kannst du den denn schon wieder einwechseln nach 3 Tagen, wo das doch war?“ Ja, wenn die medizinische Abteilung dir sagt: „Ja, keine Ahnung, war 'n Schwindelanfall, sonst irgendwas, der ist fit, der ist alles ist im Normbereich.“ Musiala sagte: „Ey, ich will auf jeden Fall spielen, ich bin fit, ich bin da.“ Ja, du willst den Spieler kommende Saison haben. Das ist auch 'ne entscheidende Saison für Jamal Musiala, ja. So, und dann musst du ihm natürlich auch die 30 Minuten Spielzeit geben, ne? Und dass er dann wieder nach 9 Minuten umfällt und keine Ahnung, ja, da muss man halt einfach mal die medizinische Abteilung hinterfragen. Und zwar klipp und klar, ja, weil die steht in der Verantwortung, nicht die sportliche Leitung. Am Ende des Tages auch nicht der Spieler. Der Spieler wird dir immer sagen: „Jo, ich will spielen“, weil gerade, wie ich gerade schon sagte, Jamal Musiala weiß auch, was die Stunde geschlagen hat, Alter. So, Punkt, ja? Also, die Transfers, die Spieler, die hinten dran sind, die hinten dran, drücken, der weiß auch, was Phase ist, ja? So eine Karriere ist auch schnell dann mal, läuft die mal in 'ne verkehrte Richtung, ne? Also, dass der sich unbedingt zeigen will, ist verständlich. Aber ja, wir können heute nichts aufs Wetter schieben, ja? I don't know what. Wie gesagt, wir können jetzt irgendwelche Ferndiagnosen machen, das verbiete ich mir hier einfach mal. Ich bin kein Arzt, ich bin auch keiner, der, was weiß ich was, da irgendwas mutmaßen möchte. Fakt ist, es kann nicht sein, wenn ein Spieler umfällt,
dass er 3 Tage später wieder auf dem Feld steht und wieder umfällt. So, ja. Dann hat die medizinische Abteilung einfach einen schlechten Job gemacht. Maybe vielleicht auch die sportliche Abteilung, ja. Ich weiß nicht, was das dann für ein Unterschied ist zwischen Training und Spiel. Also, haben wir nicht trainiert? Weiß ich nicht. Oder hat Jamal Musiala nicht trainiert? Dann hätte man ihn nicht aufstellen sollen. So, ja, da gehe ich dann mit. Wenn er trainiert hat, ja, trainieren wir nur auf 10% im Gegensatz zum Spiel oder was? Dass, wenn im Spiel er mal ein bisschen an seine Leistungsgrenze gehen muss, dann fällt er um oder was? Und im Training ist alles Larifari oder wie? Also, das passt ja irgendwas nicht ganz zusammen, ja. Und, ja, ich gehe davon aus, dass wir den Jamal Musiala jetzt erstmal die nächsten Wochen nicht sehen werden, Alter. So, es sei denn, man findet jetzt, zack, die Diagnose und sagt: „Jo, alles klar, ist geheilt.“ So, aber du wirst dir ja nicht noch mal die Schmach geben und Jamal Musiala jetzt in den nächsten, 1, 2, 3 Wochen aufstellen und der fällt wieder um. Du machst dich ja lächerlich, Alter. Du machst dich ja zum Gespött, ja? Und dann überleg dir mal, da passiert noch irgendwas. Also, da muss man ja jetzt erstmal, ja, das ist ja Doktor Hausfall, Alter, ja? So. Da musst du jetzt erstmal genau hinterfragen, was ist Phase, ja? Also, keine Ahnung. Normalerweise, wenn sowas ist und man findet nichts, ja, dann macht man auch 'n Belastungs-EKG und hast du nicht gesehen, wo der Spieler an seine Grenzen geht und dann, so, es kann ja nicht sein, was hat er, 'ne Grasallergie oder was das irgendwie erklären würde. So, dass man jetzt sagen würde: „Jo, der Rasen ist schuld, und dann passiert irgendwas oder was?“ So, aber ansonsten machst du doch eine Belastung im Training. Du kannst 'n Belastungs-EKG machen, wo der Spieler an seine körperlichen Grenzen geht. So simulierst du doch dann 'n Spiel. Also, sehr wild und, kein gutes Bild, was man da gerade öffentlich abgibt, ja. Das muss man auch mal sagen. Und das ist natürlich, 'ne Katastrophe. Wie gesagt, nimm mal 50 Mille in die Hand und sieh mal zu, dass du deine medizinische Abteilung mal auf das Level einer europäischen Spitzenmannschaft bringst, ja? Das ist ja 'ne Farce, Alter. Ja, ich meine, zum Glück war es jetzt nicht so extrem wie letztes Mal wahrscheinlich. Es ist nix großartig passiert. Aber gesund ist das natürlich auch nicht, wenn du umfällst, wenn du mal 'n bisschen Leistungssport machst. So, ja, gesund kann das alles nie sein, ne? Und von daher, ja, I don't know. Ich bin mal gespannt, ob wir 'n Statement hören. Spätestens zur PK vom Supercup, werden da ja Fragen zu aufkommen, ne? Ich meine, Winnie Kompany wird die souverän wegmoderieren, wie er's immer tut, bei solchen Sachen. Ähm, aber da musst du dich jetzt mal als FC Bayern, da musst du dich jetzt mal wirklich hinterfragen, Alter. Und noch mal, da musst du einfach mal Geld in die Hand nehmen und musst mal zusehen, ähm, das kann ja nicht sein, ja? Also, wir zahlen Spielern 25 Millionen Gehalt, wir kaufen jedes Jahr Spieler für 50 bis 100 Millionen, und dann hast du da 'ne zweit oder drittklassiges Ärzteteam, was die Spieler betreut oder was? Also, irgendwas ist ja da im Argen, ne? Also, ich meine, Fehler passieren immer, so, ja, aber da muss man halt doppelt, dreifach, Meinung einholen und sich absichern, ne? Das ist mein Take dazu. So. Also, noch mal an dieser Stelle alles Gute, gute Besserung an Jamal Musiala. Ja, er sollte mal richtig fit werden, ne? Ja, wie eigentlich jeder Fußballprofi beim FC Bayern. Es macht keinen Sinn, in der heutigen Zeit, irgendwie Spieler aufzustellen, die nur 80% fit sind. Ich meine, Musiala scheint ja noch nicht mal 80% fit zu sein, aber mal so an den einen oder anderen, der da noch so rumrennt. Gut, ich bin gespannt, auf die Aufstellung am Samstag. Ich denke mal, das eine oder andere stellt sich fast von alleine auf, wobei der eine oder andere natürlich dann erstmal eine Woche im Training ist, noch 'ne Ecke Trainingsrückstand hat. Ich bin gespannt, wie ernst man dieses Spiel nimmt, ob man da schon all in geht jetzt so von den Stars her. Wir werden's sehen. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus und wir hören uns Richtung Wochenende. In diesem Sinne, tschüssi.